Am 6. Februar 2023 wurden 8 Städte in Nord- und Westkurdistan und 3 Städte in der Türkei von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert. Das Epizentrum des Erdbebens war der Bezirk Pazarcık der Provinz Maraş. Kurdistan und die Türkei erlebten erstmals ein so schweres Erdbeben, weil 2 Erdbeben zusammen passierten und die Erdbeben 85 Sekunden dauerten. Zehntausende Menschen starben nach offiziellen Angaben in den 10 vom Erdbeben betroffenen Städten. Aber nach Angaben der Bürger beträgt die Zahl der Toten mindestens 100.000 Menschen. Allein in diesen 10 Städten waren 13 Millionen Menschen von dem Erdbeben betroffen. In einer solchen Situation kann die kurdische Gemeinde in Deutschland nicht untätig bleiben, von der deutschen Bevölkerung ganz zu schweigen. Sowohl Diaspora-Kurden als auch die deutsche Bevölkerung haben uns beauftragt, den Opfern des Erdbebens zu helfen. Wir als kurdische Gemeinde in Deutschland haben Hunderttausende von gesammelten Euro in die zerstörten Städte gebracht und an Bedürftige verteilt. Zuerst verteilten wir Tausende von Paketen mit besonderen Bedürfnissen an Frauen in Samsun, Maraş und Malatya. Die Hilfspakete umfassten Damenbinden, Shampoos, Seifen und Hygieneprodukte. In einigen Städten haben wir Spielplätze für Kinder gebaut. Wir haben zivilen Organisationen in den Erdbebengebieten geholfen. Eines der Hauptbedürfnisse der Anfänger war warmes Essen. Wir verteilten auch warmes Essen an Tausende von Erdbebenopfern. Als kurdische Gemeinde in Deutschland haben wir 600 Lebensmittelpakete je 20 Kilo vorbereitet. Diese Pakete enthielten Reis, Nüsse, Bohnen, Waschmittel und Olivenöl. Wir gingen von Haus zu Haus und verteilten an die Opfer, ganz zu schweigen von den Dörfern fernab der Städte, wo sie noch niemand besucht hatte. Wir identifizierten Hunderte von bedürftigen Familien und gaben ihnen Geld entsprechend ihrer Bedürfnisse. Natürlich haben wir die Region Rojava von Kurdistan nicht vergessen, denn das Erdbeben hatte Maraş, Afrin und Jindres zerstört. Zehntausende Familien warteten an diesen beiden Orten auf Hilfe. Als kurdische Gemeinde haben wir auch 500 Familien in Afrin und Jindres geholfen. Wir haben auch Geld an die Familien von Rojava über den Weg geschickt, den sie uns gezeigt haben.
Wir als kurdische Gemeinde in Deutschland werden ab heute nicht ruhen und den Opfern des Erdbebens weiterhelfen.